So, da sind wir auch gerade wieder. Ich habe gerade da den Drauger besiegt. Und Krone sollte hier irgendwo sein. da Pass ist auf, die dass Krone. Nick bringt die Krone unverzüglich nach Windhelm. Was für eine Krone? Ich weiß nicht, von was du redest. Wir bleiben hier. Zeit verlangsamen. Hure geil. Das ist wieder mal etwas, was mir gefällt. Nicht sowas wie entwaffnen oder sowas. Zeit verlangsamen. Gib mir's. Wie viel braucht ihr dann? Ah, nein, ist cool. Ich muss ja R drücken. So. Genial. Bringt die Krone unverzüglich nach Windhelm. Und sagt Ulfric, er schuldet mir ein Met. Geil. Ja, sorry, wenn ich das so viel mal sage, aber ich finde es wirklich geil. Weil das erinnert mich auch an 4. Dort ist es auch so geil. Das wird ja bald als Let's Play rausbringen. Sobald ich es herunterladen kann. Das geht noch 2, 3, 4 Tage. Und ja. Dann sind wir zuerst aber kommt Half-Life 2 Uhr als allererstes. Vielleicht ist es schon oben, wenn ihr den Part gesehen habt, aber ich glaube es nicht. Run! Run! Dort hat es noch Blümchen gehabt, aber ich bin kein Alchemiker. Alchemiker. Ja, wisst ihr, was ich meine? Perfekt, wisst ihr das. Aber das trifft wir wahrscheinlich gleich. Ah, Schuppenhelm, was ist denn das? Ja, easy. Sonst hier. Ja. Wie lange geht's? Ja gut, das sind easy gefährlich, ich warte rasch. Perfekt, ich sag's euch, das Teil, ey. Das wird mein neuer Lieblingsschrei zum Kämpfen. Ich habe gerne, wenn es so Slow-Mo ist. Das ewige rausgelaufen immer. So, ja, jetzt sind wir schon fast draussen. Dort oben sind wir auch nicht gewesen. Ich kann noch ganz kurz googeln. Aha. Sehr schön. Was ist da? Nichts. Ah, ja. Gut. Riesig. Ah, nein. Leicht falsch. Ah ja. Du, eigentlich sollte man das... Okay. Sollte das Athletik und Ausdauer auch wieder dabei sein. Das wäre geil gewesen. Aha. Gut, ich bin ein bisschen verschrocken. So. Ich habe, als ich das zweite Mal angefangen habe in diesem Game, bin ich auf der Seite der Sturmmäntel am Anfang. Und dann im ersten Dungeon, also im Tutorial Dungeon noch, gerade nach dem Alduin-Angriff, bin ich auf die Blauen los wie ein Teufel und sie greifen mich einfach nicht an. Und ich habe mich verdammt gefragt, was das soll. Und dann sind die Roten gekommen und haben mich angegriffen und dann habe ich erst gecheckt, dass Huch, Spinne. Das Alter aufbaut. Moment, was wollte ich sagen?
Eben, ich habe die blauen, wo die roten gekommen sind, habe ich gecheckt, dass ich ja auf der Seite der blauen sind, aber bis dahin habe ich schon alle Teammitglieder abgemetzelt. Sieg oder so. Viel besser als du! Nix Gnade, du bist ein bezahlter Raufbold. Wow, aber wie reich bist du. So, wo müssen wir die Sackenkrone hinbringen? Da. Chez Ulfric. Chez le Maison d'Ulfric. Ouais. Ah. Ja, von diesen Gift halte ich auch nicht so viel. Es ist mir einfach zu mühsam, jedes Mal wieder ins Menü rein, dann so ein Gift drauf tun. Ah. Einfach eine stärkere Waffe nehmen. Sorry, ich muss das schnitzen. So, ein bisschen besser. Aber wieder mal keine Rückmeldung. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Ah ja, sorry, ich habe ja das Ross geklaut. Du hast mich gefangen, du bist dran. Kluger Mann. Jetzt Ja. kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch Bla, bla, bla. das Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder Wow, er hat mich bis dahin geführt und jetzt laufe ich wieder zurück. Palast der Könige oder Palast der Laberer. Weil wenn ich da reinkomme, sind sicher wieder hure viel Zeug am Reden. Hey! Es ist stille. So, aber warte, ich will noch rasch eine Modenschau machen. Ich will sie mal anlegen. Ja, also mir würde sie noch stehen. Ah, die Maske ist auch gut. So. Tullius unterhält Lager in Peg. Da ist die und denkt Sackenkrone. an Ich Krieg. glaube, ihr Das solltet am Kaiserreich Galmar das Bier unterschätzt zahlen. die Größe unserer Sache immer noch. Was? Das wird sein Verderben. Verdammt soll er sein. Der alte Bär hatte recht. Seid ihr unterwegs in Schwierigkeiten geraten? Ein bisschen. Ich hoffe, ja, wir haben schon viel gute Männer verloren. Das Blut unserer gefallenen Helden wird Himmelsrand befreien. Das dürft ihr keine Sekunde bezweifeln. Und zweifelt niemals an mir oder Galmar. Nun denn, Okay. ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe eine Botschaft für den Jarl von Weißlauf. Okay, ich bin Bringt diese Sintan. Axt Balgruf dem Älteren. Balgruf dem Älteren. Soll ich ihm etwas sagen? Männer, die einander verstehen, brauchen oft keine Gut. Worte. Wenn ein Krieger einem anderen seine Axt überlässt, sagt das alles. Balgruf wird die Bedeutung dieser Tat kennen. Okay, verstanden. Bewahrt einen kühlen Kopf. Der Jarl von Weißlauf ist für sein aufbrausendes Temperament bekannt. Ich bin Sintane. Okay. Ja. Ich würde mal behaupten, die Axt überreichen bedeutet so viel wie, wenn wir Verbündete sind, oder ich biete dir meine Streitaxt an als Hilfe oder irgend sowas. Wo ist er? Gib mir mal Drachenfestival ein bisschen reden. Ja, und von der Zeitverlangsamung hätte ich gerne 2 weitere Worte. Da würde ich mir auch gerne Spoiler lassen. Also wenn ihr mir könntet rasch sagen, wo die 2 Worte sind, könnt ihr so einen Comment schreiben. Das wäre super. Finde ich etwas am genialsten. Los? Ja, ich weiss echt nicht, an was das liegt. Das mit der... Einfach keine Rückmeldung zwischen ihnen und dann kommt es wieder. Was gibt's denn? So. Jetzt sieht das richtig aus. Ja. Muss man da zweimal drücken?
Whatever. Sehr schön. Amix geht es schneller und amix hat es ein bisschen länger. Je nachdem, was für eine Ladezeit das ist. Ich glaube, gegen raus hat es länger. Weil es einfach grösser ist. Ja. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Der Jarl Ulfric Sturmmantel hat mich gebeten, dir die Axt zu bringen. Hat er das? Ja, Der Mann ist ganz schön hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Es ist wohl an der Zeit, dass ich ihm eine Antwort gebe. Proventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. aha. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und Das sehen, wie die Gegenteil. Dinge sich entwickeln. Ist der Fall. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irinet. Es ist an der Zeit zu handeln. Ihr plant nach Windhelm zu marschieren. Ich bin kein Dummkopf, Proventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Sturmmäntel gegen die Tore stürmen lassen. Er wird nichts dergleichen tun. Ein Du bist Dolch schlau, im Mann. Rücken ist alles, was ihr euch erhoffen könnt. Er war Torek gegenüber sehr direkt. Torek! Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig, aber ich bin auch kein Junge mehr. Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Glaube ich nicht. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius Anliegen prüfen? Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar, wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Nein. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, haltet ein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Aha. Oh, er meint es Stehe ich ernst. schon so lange einmal. Aber das tue ich auch. Endlich. Also, was diese Axt angeht. Ihr könnt diese Axt wieder zu unserem Freund bringen. Der geschätzte Jarl von Windhelm hat meine Antwort. Sorgt dafür, dass er sie auch erhält. Proventus, bringt mir die Schreibfeder und das gute Pergament. Okay. Sollen wir einen Brief aufsetzen? Ja, zu General Tullius. Ich muss einige Dinge klarstellen, ehe ich seine Soldaten akzeptiere. Okay, der Part ist gerade fertig. Ich komme jetzt gerade nicht raus, sorry, ich bin gerade verwirrt. Bringe die Axt zu Jarl, aber ich muss auf die Antwort warten. Ja. Leute, im nächsten Part bringen wir mal die Axt zum Jan Ulfric zurück. Schauen, was sich entwickelt. Und ja, vielleicht gibt es Krieg, vielleicht gibt es Frieden, ich weiß es nicht, ihr wisst es vielleicht schon. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.